aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Z wie Zeughaus. Von der Rüstkammer zum Zeughaus. Wenn man den Begriff Zeughaus hört, könnte man meinen, dort wurde altes, nicht mehr benötigtes Zeug oder allerlei Kram gelagert. Das Zeughaus, also die Rumpelkammer einer Burg? Vielleicht sogar noch der Aufenthaltsort des Spukgespenstes. Tatsächlich bedeutet das Wort Zeug aber etwas völlig anderes. Im Mittelalter verstand man darunter Geräte, Waffen und militärische Ausrüstung. Ein Zeughaus war also keineswegs eine Abstellkammer, sondern eines der wichtigsten Gebäude für die Verteidigung des Landes. Interessanterweise besaß jedoch längst nicht jede Burg ein eigenes Zeughaus. Die meisten kleineren Ritterburgen kamen mit einer einfachen Waffen- oder Rüstkammer aus. Erst als im Spätmittelalter immer mehr Feuerwaffen und Geschütze eingesetzt wurden, brauchte man deutlich größere Lagergebäude. So entstand nach und nach ein neuer Bautyp, der die Militärarchitektur der frühen Neuzeit entscheidend prägen sollte. Was ist eigentlich ein Zeughaus? Ein Zeughaus war ein Gebäude zur Lagerung, Verwaltung und häufig zur Wartung von Waffen, Geschützen und militärischer Ausrüstung. Anders als eine kleine Waffenkammer handelt es sich meist um einen eigenständigen Bau, der speziell für diese Aufgaben errichtet wurde. Dort befanden sich Schwerter, Spieße, Hellebarden, Armbrüste, Musketen, Pistolen, Harnische, Helme, Geschütze, Lafetten, Kanonenkugeln sowie verschiedene Werkzeuge und Geräte für den Festungs- und Belagerungsbau. Der Begriff leitet sich vom mittelhochdeutschen Wort Zeug ab, was so viel wie Gerät oder Ausrüstung bedeutet. Im Spätmittelalter wurden die Begriffe Zeughaus, Rüstkammer oder Armamentarium oder später auch Arsenal häufig noch nebeneinander verwendet. Erst in der frühen Neuzeit setzte sich eine genauere Unterscheidung durch. Für die Verwaltung war meist ein Zeugmeister oder Zeugkapitän verantwortlich, während der Zeugwart die Aufsicht über Waffen und Gerät führte. Die eigentliche Blütezeit der Zeughäuser begann mit der Verbreitung von Feuerwaffen und schwerer Artillerie. Während doch im Hochmittelalter Schwerter, Lanzen und Armbrüste oft noch in einzelnen Räumen einer Burg untergebracht werden konnten, benötigten Kanonen, Lafetten, Ersatzteile und tausende Geschosse plötzlich wesentlich mehr Platz. Deshalb entstanden seit dem 15., vor allem im 16. Jahrhundert immer häufiger große Zeughäuser in den Residenzstädten, Landesburgen und Festungen. Dabei waren Zeughäuser weit mehr als bloße Waffenlager. Sie dienten der Ausgabe und Wartung der Ausrüstung, dokumentierten den Waffenbestand und wurden zugleich zu sichtbaren Symbolen landesherrschaftlicher Macht. Ein gut gefülltes Zeughaus zeigt jedem Besucher, dass der Landesherr jederzeit in der Lage war, seine Truppen auszurüsten und sein Territorium zu verteidigen. Zeughaus oder Rüstkammer. Wo liegt der Unterschied? Obwohl beide Begriffe in historischen Quellen teilweise synonym verwendet werden, entwickelte sich mit der Zeit ein deutlicher Unterschied. Die Rüstkammer war ursprünglich meist ein einzelner Raum oder ein kleiner Gebäudeteil innerhalb einer Burg oder eines Schlosses. Dort lagerte die persönliche Bewaffnung des Burgherrn sowie die Ausrüstung der Burgbesatzung. Für eine kleinere Burg genügte dies völlig, denn die Zahl der Waffen blieb überschaubar. Mit dem Aufkommen größerer Geschütze änderte sich die Situation grundlegend. Nun mussten nicht nur Schwerter und Harnische aufbewahrt werden, sondern auch Kanonen, Musketen, Munition, Lafetten und verschiedene technische Geräte. Dafür entstanden eigenständige Zeughäuser, die ganze Garnisonen oder sogar ein gesamtes Territorium versorgen konnten. Während sich die eigentlichen Waffenlager zunehmend in den Zeughäusern befanden, entwickelten sich viele Rüstkammern der Fürsten und Könige in ganz andere Richtung. Sie wurden zu repräsentativen Schausammlungen. Dort präsentierte man prachtvolle Turnierharnische, reich verzierte Prunkwaffen, kostbare Jagdgewehre oder Geschenke anderer Herrscher. Diese Stücke waren häufig niemals für den Krieg bestimmt, sondern sollten Besucher beeindrucken und den Reichtum sowie die Macht und Spruch ihrer Besitzer demonstrieren.
Viele der berühmten Rüstkammern Europas, etwa in Dresden oder Wien, gehen auf solche höfische Schausammlungen zurück. Kurz gesagt, die Rüstkammer entwickelte sich vielerorts zum höfischen Museum, während das Zeughaus das eigentliche militärische Zentrum blieb. Bedeutende Zeughäuser. Die meisten großen Zeughäuser entstanden nicht auf kleinen Ritterburgen, sondern in bedeutenden Residenzstädten, Landesfestungen oder großen landesherrlichen Burganlagen. Dort mussten oft tausende Waffen und umfangreiche Artilleriebestände verwaltet werden. Das berühmteste Beispiel ist zweifellos das Landeszeughaus in Graz. Es entstand im 17. Jahrhundert zur Verteidigung der Steiermark gegen die Osmanen und beherbergt heute rund 32.000 historische Waffen und Rüstungsgegenstände. Damit gilt es als weltweit größte historische erhaltenes Zeughaus. Besonders beeindruckend ist, dass die Sammlung bis heute nahezu vollständig in ihrer ursprünglichen Ordnung erhalten geblieben ist und dadurch einen einzigartigen Eindruck eines frühneuzeitlichen Waffenlagers vermittelt. Ein weiteres außergewöhnliches Beispiel befindet sich auf Schloss Schwarzburg in Thüringen. Bereits um 1550 wird dort ein Zeughaus urkundlich erwähnt. Es entwickelt sich zum zentralen Waffendepot der Herrschaft Schwarzburg-Rudolstadt. Das langgestreckte Gebäude vereint zwei Funktionen. Während die beiden Obergeschosse als Grundspeicher dienten, befanden sich in den unteren Geschossen Waffen und militärische Ausrüstung. Nach Erhebung der Grafen in den Reichsfürstenstand im Jahr 1710 erhielt das Innere seine beeindruckende dreischiffige Halle mit hölzernen Arkaden und umlaufenden Emporen. Dort wurden Harnische, Geschütze, Fahnen und Waffen nahezu museal präsentiert. Während der Zeit des Nationalsozialismus sollte das Gebäude sogar zu einer Garage umgebaut werden. Glücklicherweise verhinderte die Kriegsereignisse diese Pläne. Nach umfangreichen Restaurierungen soll die historische Sammlung langfristig wieder an ihren ursprünglichen Ort zurückkehren. Ein weiteres besonders interessantes Beispiel innerhalb einer mittelalterlichen Burg ist das Zeughaus der Burg zu Burghausen. Die Burg war nicht nur eine der größten Burganlagen Europas, sondern zugleich Residenz der niederbayerischen Herzöge und später eine bedeutende Landesburg. Mit dem Ausbau der Artillerie entstand dort spätestens im 15. Jahrhundert im zweiten Vorhof ein großes Zeughaus, das auch als kurzer Kasten bezeichnet wurde. Während die unteren Geschosse als Waffenlager dienten, befanden sich darüber Getreidespeicher. Unmittelbar daneben wohnte der Büchsenmeister, der für die Geschütze und Feuerwaffen verantwortlich war. Ein Inventar aus dem Jahr 1553 nennt beeindruckende 185 Geschütze, darunter schwere Steinbüchsen, Feldschlangen und zahlreiche Handfeuerwaffen. Burghausen zeigt eindrucksvoll, wie sich eine ursprünglich mittelalterliche Burg mit der Einführung der Artillerie zu einer hochgerüsteten Landesfestung entwickelte und dafür ein eigenes Zeughaus benötigte. Schlusswort. Das Zeughaus entstand also nicht deshalb, weil man plötzlich mehr Platz für altes Zeug braucht. Es war vielmehr die Antwort auf eine militärische Revolution. Mit der Einführung von Feuerwaffen und Geschützen reichten die kleinen Waffenkammern der Burgen nicht mehr aus. Aus einfachen Lagerräumen wurden eigenständige Gebäude, in denen Waffen verwaltet, gepflegt und für den Ernstfall bereitgehalten wurden. Während sich die Rüstkammern vieler Fürsten später zu prachtvollen Schausammlungen entwickelten, blieb das Zeughaus das eigentliche militärische Herz einer Burg, einer Residenz, einer Festung oder einer Stadt. Noch heute vermitteln erhaltene Zeughäuser wie in Graz, Schwarzburg oder Burghausen einen faszinierenden Eindruck davon, wie aufwendig die Verteidigung eines Landes in der frühen Neuzeit organisiert war. Vielleicht begegnet euch bei eurem nächsten Besuch einer Burg oder eines Schlosses ja selbst ein historisches Zeughaus und ihr wisst nun, dass sich dahinter weit mehr verbirgt als nur ein Gebäude voller Zeug. Welche Zeughäuser kennt ihr oder habt ihr schon besucht? Schreibt es in die Kommentare. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.